Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Heute schauen wir uns einmal die Hidden Hotels, Lost Places und Pennerschlafplätze an, meine Freunde. Fangen wir gerne mal an. Das erste ist das Mr. Treehouse. Ja. Und da laufen wir jetzt dann einmal Vollgas hin. Ich bin die Fadebolzen und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, dann gehen wir mal Vollgas. Starten da mal im Safehouse Truman und rennen wir in West Petermark Park in die Markierung, was ihr gesehen habt. Unten in der Karte sieht man so den ungefähren Zielpunkt. Ich habe mit Absicht nicht viel ausgeschnitten, damit man den Weg ein bisschen nachvollziehen kann, wo sie da rennen, weil die meisten dann die Umgebung doch kennen. Mit den Container, da sind, wie man jetzt da sieht, die Waffenkisten, so, die wo man dann da so ein bisschen erledigen kann. Die Ads muss man immer wegmachen, sonst funktioniert die ganze Gaude nicht. Also zuerst alles umliegen und dann einsammeln und weiter schauen. So, jetzt kommen wir dann praktisch auf den Stützpunkt T. Das ist immer der gleiche bei dem Außenlager. Und wenn man jetzt zum Außenlager geht, da steht da so eine Reihe LKWs, so sternförmig, da wenn man es jetzt sieht. Und dahinter ist ein Baum. Ja? Und in dem Baum ist ein Baumhaus und das wäre dann das erste Hotel. Oder auch Pennerschlafplatz. Ja, das Hotel will jetzt das nicht bezeichnen. Aber es steht Hidden Hotel Mr. Treehouse, wie man sieht, ja. Und in jedem Ding ist ein bisschen Loot, ein paar Kisten. Und wenn man dort ist, müssen wir den Schalter, was man jetzt da sieht, drücken. Also Check-in-Schalter. Das Ganze müssen wir jetzt bei 6 Hotels machen. Wenn wir dann durch sind, im letzten kriegt man dann ein Goodie. So, dann geht es gleich weiter bis zum nächsten. Das nächste wäre dann das Hidden Hotel Sea Barbecue Joint. Da kann man zu Fuß laufen, das ist nicht allzu weit weg. Auch wieder ein bisschen Vollgas durch die Mitte. Auch wieder sämtliche Ads erledigen, was so auf dem Weg daherkommen, weil sonst blasen die weg, wenn du da versuchst, den Schalter zu drücken. Das Spiel ist irgendwie der Hammer, weil es merkt, was du vorhast, und dann wird es auch immer schwerer. Irgendwie. Das sieht man dann zum Schluss. Also manchmal habe ich geschnitten, weil man braucht nicht glauben, dass ich auf einmal durchgekommen bin. Weil irgendwie, ja, doch etwas schwierig waren, die ganze Gaude. Die hat man da ganz schön auf die Nasen gehauen. So, spielen durch mit meinem Sleipnir-Bild. Macht Spaß. So, da haben wir jetzt mal am ersten Gebäude da. Das Gebäude hat jetzt mit dem nichts zu tun, aber da ist Loot drinnen, ja. Ich habe jetzt da, ja, die Türen muss man aufschießen oben, die Kisten einsammeln, das ist nur so nebenbei. Ein wenig so eine Geschichte, falls einer nicht weiß. Also einfach nur zum Einsammeln von dem ganzen Mist, was man hat oder braucht. Was vielleicht auch interessant ist, in dem Gebäude, was wir gerade sind, da ist auch ein Artefakt drinnen. Falls das einer nicht hat, das ist ein Gemälde. Die sind da in der ganzen Map verstreut. Zudem werde ich dann auch nur ein Video machen, wo die ganzen Teile liegen, also Bilder und ja, Artefakte eben, ne? Sämtliche Sachen zum Einsammeln. Gibt ein paar Punkte und ja, da sieht man ja, da bin ich jetzt dann ganz unten drin und da hinten ist das Artefakt Kaiser Napoleon. Ja, da liegt wieder ein bisschen Waffenklump rum. Es rentiert sich vielleicht ein wenig zum Einsammeln. Ich habe nichts Gutes gekriegt, aber ich war da schon mal. Wahrscheinlich wird sich das da so, ja, regeln. Echo ist auch unten, falls einer noch nicht hat. Ja.
Das dazu mal. Ja, da müssen wir aus dem Gebäude wieder raus, weil dann suchen wir uns mal das Hotel. Das ist da ganz in der Nähe. Ich habe in dem Video auch gesucht, weil das wusste ich jetzt nicht mehr auswendig. Ja, allwissend bin ich nicht, aber da muss das irgendwo sein und darum habe ich mir da auch erst einmal orientieren müssen. Aber jetzt geht es vom Gebäude wieder raus. Wenn man sieht, ich bin da am Schnüffeln und am Suchen, weil man gedacht habe zuerst, das wäre in dem Gebäude drin. Oder dass das Teil ist. Jetzt habe ich immer den Check-Schalter gesucht, aber nein. Da ist eine weiße Wand neben dem Gebäude. Dann gehst du auf die Kisten da drauf, die wo linkswertig da jetzt da stehen. Hupfst da drüber, springst da rein. So, das ist das zweite Hotel. Ja. Wieder Loot einsammeln. Ein bisschen Grusch gibt es auch dabei. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen ein wenig besser wie bei mir. Und so, da haben wir wieder den Checkpoint-Schalter. Drücken. Und das ist jetzt das Barbecue Joint. Und dann geht es direkt zum nächsten. So, das nächste Hotel heißt Poppy Town. Ja. Und da machen wir jetzt dann auch mal einen Schuh. Und ich bin da gestartet ja, am Tidal Basin und dann bin ich raufgelaufen. In der Nähe ist ein Stützpunkt, den hat ja jeder bestimmt schon einmal durch. Ja. Das ist der, wo im Haufen Sachen brennen. Ja. Da musst du auch schauen, die Ads, was da in der Nähe umeinander hupfern, umklatschen. Ich habe das tatsächlich auch nicht das erste Mal geschafft. Das ist der zweite Anlauf, glaube ich. Und weil, wenn die merken, dass man die Hotels sucht, irgendwie mehr Ads spawnen. Oder es ist einfach, ja, Division halt, ne? Das Spiel macht nie das, was möchtest. Das macht immer irgendwie was anderes. Also wenn man gegenüber von dem Kontrollpunkt steht, ja, da ist auf der anderen Seite drüben so ein Eingang, das kennt nun mal auch jeder von Kopfgelder etc. Da muss man reingehen und dann auf der rechten Seite ist es so ein Container mit einem gelben Ballon drauf. Ja, der ist da jetzt rechts hinten. Ich habe dann auch nochmal nachgeschaut, weil ich nicht ganz gewusst habe, wo das Ding ist. Aber da oben schaut, da ist der gelbe Ballon und da dahinter versteckt sich das Hotel. So, da ist auch wieder Checkpoint-Schalter, Poppy Town Hotel. Ja, Checkpoint-Schalter drücken. So, und dann geht es weiter zum nächsten. Das nächste Teil wäre dann Hotel Voßburg, heißt es. Ja. Das ist auch nicht weit weg, da kann man zu Fuß hinlaufen.
So, das ist ein bisschen, orientiert euch an den Kreis da oben. Der ist eigentlich PC und PlayStation gleich, weil ich habe festgestellt, die PlayStation Map schaut etwas ein bisschen anders aus, was die Straßen anbelangt. Und da ungefähr ist das Teil. Ja. Dann starten wir gleich wieder Vollgas. Dann wetzen wir uns da ab. Da haben wir, muss man aber wieder orientieren. So, und dann angekommen, dann orientiert es euch an dem ja, Monument oder was das ist, also so, was sagt man zu der Wand da? Naja, an dem drum halt da. Ne? Und links daneben die Container, da so jetzt auch ein Eingang. Da bei den Teilen, da springst du drauf, gehst drüber und da haben wir wieder den gelben Ballon. Ja. Und da dahinter, hinten unten drin, versteckt sich dann das Hotel. Voßburg. Oder wie? Ja, Voßburg. Voßburg. So. Checkschalter drücken. Waffen einsammeln. Auf zum nächsten. Das nächste Hotel ist das McMillicamp. Na, ist auch nicht weit weg, muss man nicht springen. Ist direkt im Kreis. So, auch wieder links neben dem Kontrollpunkt. Relativ einfach zum Finden, wenn man weiß, was ist. Auch wieder jetzt umklatschen. Und da sieht man jetzt da den Hubschrauber. Den merkt ihr euch schon mal. Zur besseren Orientierung dann später. So, da merkt sich das Schild, der Eingang da. Und hinter uns ist der Hubschrauber. Ja, und die ist der Stützpunkt. Und da links, ein bisschen zugewachsen, ist das Hotel McMillicamp. Da auch wieder einsammeln, Checkschalter drücken und weiter geht's zum nächsten Teil. Ja, das nächste ist nicht wirklich schwierig zu finden, das wird jeder kennen. Das ist der U-Bahn-Kontrollpunkt. Ja. Da einfach hinspringen, alle platt machen und den Schalter wird ja jeder schon mal gefunden haben, oder die meisten zumindest. Der ist in einem Zug drin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für den Checkpoint da länger braucht als wie normal. Irgendwie habe ich die Ehre, das ist ganz schön zackig oder ganz schön krass schwer gewesen irgendwie. Oder ich bild mir das einfach nur ein. Kann auch sein. Aber ich habe da ein paar Mal geschnitten, ein paar Anläufe gemacht und irgendwann habe ich es dann geschafft. Und dann sieht man die Züge, was unten sind. Und in einem Zug ist wieder so ein Schalter und das Hotel versteckt.
Kugel wird vom Gegner zusammengebaut. Die richtige Seite ist da, wo die meisten Waggons stehen. Ja, nicht die Seiten, wo nur einer steht, sondern da, wo die meisten Waggons stehen. Da rennt man dann ganz nach hinten. Kann man ja eigentlich eh nicht aus. Und da findet man wieder den Check-Schalter. Und das ist das Hall The Rocking PT. So. Dann gehen wir gleich mit zum nächsten. Und das ist dann schon das Finale. Das ist in dem großen Checkpoint, Kontrollpunkt, nicht Checkpoint, Kontrollpunkt, der mit dem Monolith in der Mitte. Ja. Da gilt es auch, bevor man was macht, alle platt machen, und der ist so richtig streng. Je mehr, dass man von den Checkpoints drückt zum Einchecken, umso schwieriger wird es irgendwie. Zumindest haben wir es echt eingebaut. So, wenn man dann alles geschafft hat, dann geht man runter, kann man den ganzen Loot einsammeln, und es ist oben dann ein Checkpoint-Schalter. Ja, da. Genau, und dann geht im Aufzug, also da wo man runterkommen ist, geht hinten die Tür auf, und das ist dann das Finale. Da kriegt man dann das Goodie. Ich habe nur Taschen gekriegt, weil ich habe schon mal gemacht gehabt, aber da hinten drin ist tatsächlich dann das Goodie versteckt. Ich glaube, das war Anhänger gewesen, und somit haben wir das ganze Ding erledigt. Ja, das war's dann. Soweit. Wenn euch das Video gefallen hat und geholfen hat, lasst mal ein Abo oder Like da. Ansonsten einen schönen Tag noch, und man sieht sich im nächsten Video. Servus.